Erstmalig zum 200-jährigen Jubiläum der Wiesn findet dieses Jahr das historische Oktoberfest statt. In einem gesonderten Areal am Südende der Theresienwiese kann man die Wiesn genießen, wie sie früher einmal war. Dort findet man die außergewöhnlichsten Attraktionen aus den vergangenen 200 Jahren. So ist das Karussell Calypso vor 20 Jahren von der Originalwiesn verschwunden, während hingegen das letzte Pferderennen auf der Theresienwiese im Jahre 1810 zu Ehren der Hochzeit von Therese von Sachsen-Hildburghausen und Kronprinz Ludwig stattfand. Es präsentieren sich außerdem viele weitere Fahrgeschäfte wie Schiffsschaukeln, ein historisches Karussell und ein humoristisches Velodrom. Weitere Attraktionen sind viele unterschiedliche Essensstände, wie die Steckerl-Fischbraterei, ein Marionettentheater und das Herz-Kasperl-Zelt, in dem es täglich Aufführungen von bayerischen Musikgruppen zu bewundern gibt. Besonders viel wird für die Kleinen geboten, die sowohl Tiere bestaunen und streicheln, als auch selber beim Basteln aktiv werden können. Die Attraktion für die meisten Besucher ist die Pferderennbahn. Neben Schaustellern, die dort auf geschmückten Gespannen ihre Rösser präsentieren, findet auch zweimal täglich ein Pferderennen statt. Doch natürlich darf auf dem historischen Oktoberfest das Bier nicht zu kurz kommen. Deswegen wurde auch hier ein Bierzelt aufgebaut, jedoch traditioneller und kleiner als auf der großen Wiesn. Ausgeschenkt wird ein dunkles Bier, das von allen großen Münchner Brauereien gemeinsam nach einem alten Rezept von Beginn des 19. Jahrhunderts gebraut wurde. Angesichts des Erfolges der historischen Wiesn bei den Besuchern und der durchweg positiven Resonanz wird jetzt bereits über eine Wiederholung im nächsten Jahr nachgedacht.